ich weigere mich, jetzt einfach aufzugeben, weil ich nicht will, dass der Teufel gewinnt. Genau wegen dem Thema, genau wegen dieser Sucht und dem Problem ist wie so, in mir ist so ein Widerstand gekommen. Herzlich willkommen zum LiveNet-Talk, heute aus Chur. Wir sind hier zu Gast bei der Eva und bei Michi Lind, die ihre krasse Geschichte erzählt haben in der Hauptschweiz-Ausgabe diesen Frühling bereits, wo wir unter anderem auch im Blick haben Beilage sein, 100'000er Auflage, wo sie ihre Geschichte erzählt haben. Und warum krass? Also sie haben eine heftige Ehekrise gehabt, das liegt jetzt gut 5 Jahre zurück. Also zuerst mal freut es mich sehr, dass ihr hier den Mut habt, auch noch einmal eure Geschichte zu erzählen. Und herzlich willkommen in diesem Talk, Eva und Michi. Und ja, ihr habt hier darüber erzählt, was da vor rund 5 Jahren abgegangen ist bei euch in der Ehe. Und zwar hat der Michi dann zumal der Eva, seine Ehefrau, nach etwa einem Jahr geheiratet, ungefähr, oder 2, ja, beichtet, dass er mit Pornosucht zu kämpfen hat. Und was das natürlich auch in der Folge ausgelöst hat, das war ziemlich heftig gewesen. Und jetzt sind schon ein paar Jahre vergangen und wir wollen zuerst vielleicht dort einsteigen. Ja, fühlt sich vielleicht auch ein bisschen speziell an ein paar Jahre Distanz und jetzt wieder darüber reden, oder wie geht das euch so? Fragen vielleicht dort zuerst, Michi. Ja, es ist schon ziemlich, es ist alles sehr distanziert. Wir sind ganz in einer Lebensphase jetzt. Darum ist es wie Vorbereitung haben wir gemerkt. Es ist nicht so einfach, um wieder zurückdenken mit den Fragen. Und, es ist eben, im Moment ist einfach ganz anders dran mit den Kindern, die wir haben. Und alles, das zweite Mal älter geworden jetzt den Sommer. Genau, das Mädchen. Und der Bub ist schon gut 2-jährig. Ja, 2,5 ist 2,5. Ja. Genau, wow. Schön. Ja, und wenn ihr jetzt zurückdenkt eben an die Zeit, was dort hier ist abgegangen, wir probieren einfach da nochmal wie eine Rückblende zu machen. Dann, wo ihr auch die Geschichte erzählt habt, jetzt in unserer Hauptzeitung, wie bereits erwähnt. Eva, kannst du schnell ein bisschen darüber erzählen, wie war das der Moment gewesen, wo eben, so, dass das Licht ist gekommen, das Geständnis sozusagen? Es war einfach gesagt wie ein Schlag ins Gesicht gewesen. Also es ist so, ich habe gewusst schon vorher, dass der Michi manchmal mit Pornografie Mühe hat, also dass das ein Thema ist bei ihm. Das haben wir schon vor der Hochzeit darüber geredet. Es war nicht so, dass das gar kein Thema gewesen wäre. Aber es ist wie an dem Punkt, dort im Sommer 2019, ist einfach so die ganze Palette, die das mit sich gebracht hat, aufgekommen. Und es war für mich wie Scheiße, sorry für das Wort, aber was habe ich da für einen Mann geheiratet? Was habe ich? Ich habe doch irgendwie einen Fehler gemacht und wie kann ich das nicht gemerkt haben? Also so wirklich das Ausmaß von dem Problem. Wir haben einfach nicht nebeneinander gelebt und miteinander gelebt für 2 Jahre, gerade als Ehepaar zusammen gewohnt und es war für mich wirklich so wie es hat sich so die Welt einmal auf den Kopf gedreht. Ja, es sind ja nicht einfach Videos oder Bilder gewesen, also das sind auch Chats und alles, und das war einfach so gewesen, genau. Also wirklich so weitergegangen, in dem Sumpf fast gesehen. Genau. Genau. Und das war ja in den Ferien gewesen, irgendwann, wo gleich der Punkt war, wo du den Mut irgendwo gefunden hast, oder ich weiss nicht was kannst du uns jetzt hier am besten erklären für eben... Ich weiss nicht, ob es Mut war. Irgendwie. Ich finde es noch schwierig zu beschreiben. Ich glaube, in der Hauptzeit dort haben wir gesagt, da haben wir so gesagt, ja, es war Gott, der gedrängt hat. Ich würde das schon so sagen. Es ist wie, über längere Zeit hat ich immer wieder gemerkt, ja, eigentlich, es muss ins Licht, ich muss es erzählen. Ja. Aber ich hatte so eine riesige Angst gehabt, um die zu verlieren. Und dann haben das immer runtergedrückt in mir. Also mega, das war in der Tür und ich habe durch das wieder Zugriff auf meine eigenen Gefühle auch ein bisschen verloren. Es ist einfach, das einfach runtergedrückt.
Und dann sind wir mal wieder raufgekommen und dann habe ich auch das Gefühl, Gott hat angeklopft, hey, es ist wieder dran. Es ist wieder dran. Und das hat sich dann auch geäussert in einem inneren Stress. Also ich hatte Magenprobleme. Stressbedingt. Und nachher, ja, dort in der Ferien ist es einfach nochmal so mega raufgekommen. Recht heftig auch. Und dann habe ich gemerkt, es muss einfach raus. Ich konnte es gar nicht mehr heben. Es ist einfach, es hätte wie raus müssen. Es ist gar nicht mehr anders gegangen. Mhm. Ja, und dann würde man ja eigentlich annehmen, dass einander auseinander driften oder dividieren oder man trennt sich oder geht auf Distanz oder weiss nicht. Oder vielleicht ein Gefühl von Wut oder keine Ahnung, was alles kann aufkommen kann. Was war es dann auch wirklich gewesen? Alles gleichzeitig. Ja, okay. Es war mega spannend in diesem Moment. Also eigentlich, für mich, aus menschlicher Sicht, wäre mein Bedürfnis zum Weglaufen. Was ein bisschen unrealistisch war, wir waren zusammen in der Ferien, ich hätte jetzt schlecht einfach weglaufen können. Aber das wäre meine menschliche Reaktion gewesen, so, ich muss weg. So etwas lasse ich doch nicht mit mir machen. Wie kann er mich so belügen, täuschen? Das war echt sehr verletzend und ein mega grosser Vertrauensbruch für mich. Und gleichzeitig habe ich in dem Moment gesehen, wie er zerbrochen ist. Also es ist eigentlich wie, wo der Damm gebrochen ist, wo er alles erzählt hat, ist einfach auch er wie zerbrochen. Ich habe das Gefühl, gesehen, wie er so in die Einzelteile zerfällt. Seine Seele, sein ganzes Konstrukt, das er all diese Jahre so aufrechterhalten hat, ist auseinandergebrochen und er hat auch, also es war mega am Brüllen und einfach voll kaputt. Und in dem Moment hatte ich dann erstaunlicherweise wieder die Kraft, um für ihn da zu sein. Also es ist eigentlich ironischerweise habe ich nachher ihn getröstet. Ich habe ihn in den Arm genommen und ihn getröstet in seinem Zerbruch. Und in dem Moment ist wie mein eigenes Leiden, mein eigener Schmerz ist gerade wie nicht so im Vordergrund gewesen. Und für mich war es auch ganz eindrücklich gewesen. Ich konnte ihm dort wirklich mit Liebe begegnen. Das ist für mich unerklärlich, wie das geht. Aber ich habe einfach in dem Moment so fest das Gefühl, das ist jetzt die Liebe von Gott. So wie Gott mich liebt und sieht, wie kaputt er ist, gegangen jetzt gerade in dem Moment. So konnte ich fühlen für ihn. Und bin einfach für ihn da gewesen. Ja. In dem ersten Moment. Nachher sind noch ganz viele andere Momente und andere Gefühle, aber in dem ersten Moment war das wirklich sehr, sehr krass gewesen, das so zu erleben. Auch, also, du hast dort auch, das weiss ich, hast du gesagt, du hast gesagt, ja, ich kann, wie immer, jetzt im Moment bin ich ich bin dir im Moment eine Freundin und ich werde dir in der nächsten Zeit eine Freundin sein, aber nicht Ehefrau. Ich habe gesagt, ich stehe wie aus meiner Rolle als Ehefrau raus. Ja. Weil dort bin ich wie verletzt, aber als eine Freundin, eine beste Freundin, bin ich wie für dich da. Das ist noch dort am Abend gesagt. Das wüsste ich nicht mehr. Aber was ich auch noch weiss, ist, hey, ich weigere mich, jetzt einfach aufzugeben, weil ich nicht will, dass der Teufel gewinnt. Genau wegen dem Thema, genau wegen dieser Sucht und dem Problem. Ist wie so, in mir ist so ein Widerstand gekommen. So ein Kampfgeist, den ich sonst von mir nicht so kenne. Wie so, hey, lass mir jetzt von dem Seich einfach nicht das kaputt machen. Und wir kämpfen jetzt zusammen darum. Genau. Es ist schon sehr eindrücklich, weil man wirklich eine andere Reaktion würde erwarten irgendwo und du dann so barmherzig bist. Irgendwie, es wirkt so, wie du dort so hättest, eine Art Offenbarung oder die Augen eben von Gott gehabt und wie die Vogelperspektive, oder? Wie er sich verirrt hat in dem Sinn, oder? Wenn jetzt so ein bisschen meine Worte. Wir sind ja sehr bildhafte Menschen, haben wir schon vorher gesagt, oder? Und haben das auch viel gebraucht, auch nachher in dieser Zeit, oder? Bilder, die einem wieder vielleicht leiten, der Weg zurück ans Licht. Das ist schon wieder so ein eine Bildsprache. Ja, das ist es so, genau. Der Titel des Artikels ist übrigens ja auch, oder? Mit dem, die schwarze Mauer. Also es hat dann wieder Hoffnung gegeben auf dieser Seite von der schwarzen Mauer. So. Genau, ja. Ja, das ist ja nachher dann auch, ist mir dann so aufgefallen. Also, für mich ist es wirklich gefühlt, ich bin am Boden zerstört gewesen. Ist wie, ja, ist fertig, okay. Angekommen. Und nachher habe ich gemerkt, Gott fängt mit mir wieder einen Weg an. Es geht wie Schritt um Schritt alles aufbauen und wie so eine Komplettsanierung
von meinem Lebenshaus. Also es ist aber nachher, es ist ja nicht einfach das, es sind auch ganz viele andere Muster, ungute Muster in mir. Es hat ja alles zusammengehangen. Und dann sind ist das vorgekommen, oder für mich auch vorgekommen, ich habe einen Zugang dazu gehabt und Gott hat Schritt um Schritt einfach wie eins ums andere vorgebracht. Und das ist auch persönlich, ich durfte mega weiterkommen oder wieder aufbauen. Ja. Gott hat mich dort neu aufbauen. Er hat eigentlich deine Identität angefangen wie neu aufzubauen, wieder, weil so viel eben verdorben war durch diese Sucht eigentlich. Und eben komplett saniert. Ja. Komplett Sanierung. Ist das krass so hier drin? Ja, ja. Das, aber genau. Und dort habe ich nachher auch gemerkt und realisiert, wie ich vorher abgestumpft war. Das habe ich ja im Moment drin gar nicht gecheckt. Aber nachher im Vergleich ist mir das so eingefahren, zu merken, ich habe es so beschrieben, mit ihrem vorher nur noch in Grautönen gesehen oder gefühlt. Und wo das alles draussen war, zumal ist wieder Farbe ins Leben gekommen, oder auch mit Gefühlen rein, und wieder anders empfinden und fühlen. Aber das habe ich erst an dem Punkt gemerkt, was eben draussen war. Und vorher ist das, habe ich es nicht gecheckt. Ja, also ich werde kurz eine Meta-Ebene jetzt auftun und dann können wir wieder zurückfahren, noch ein bisschen weiter. Aber einfach, was mich mal so wundern würde, darum habe ich übrigens auch unbedingt noch auf das Chur noch einmal vorbeikommen, weil es mich so beeindruckt hat, einfach, dass die Offenheit hatten und einfach zu sagen, hey, mal, wir sind ja heute eben an einem anderen Punkt, aber das gehört zu unserer Geschichte und wir erzählen das auf diese Art und Weise. Das hat mich so beeindruckt. Also was ist denn genau das, was ihr gefunden habt? Wir haben ein Anliegen, diese Geschichte so zu erzählen, anderen Mut machen. Ich weiss nicht, was gibt einen Weg aus der Krise, keine Ahnung, was. Ja, also soll ich was erzählen? Grundsätzlich ist es so, wir haben eigentlich schon immer die Beziehung liegt uns sehr im Herzen. Also, ist im Herzen gelegen. Vor allem also so Beziehung, Ehe. Ja, Beziehung, so, Ehe. Ja. Also nicht einfach nur unsere allgemein. Ja. Also Beziehung, Paarbeziehung, das ist etwas, was uns im Herzen liegt. Und nachher, durch das ist nachher wie für uns dann auch klar gewesen, oder wir haben dann gefunden, das kann es doch nicht sein, dass das jetzt einfach alles für nichts war. Und dann sind wir Gott auch in den Ohren gelegt und haben gesagt, hey, brauchst du das? Und ja, lass das einfach auch vielleicht für andere ein schlechtes Beispiel sein, oder ein gut schlechtes Beispiel, zum vielleicht daraus rauszukommen. Ja, und vielleicht auch ein bisschen aus dem Ding heraus, dass wir einerseits von der Seite von jemandem, der sehr unwissend war über das ganze Thema mit der Pornografie und du, der in dieser Sucht festgeguckt bist, wir möchten Bewusstsein schaffen. Es ist eine Realität und es ist auch unter den Christen eine Realität. Und es gibt junge Ehen oder auch Ehepaare, die schon lange verheiratet sind, die Krisen haben. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist wird auch nicht so thematisiert. Und ja, uns war wirklich ein Anliegen, dass Gott die Verletzung oder den Bruch von uns braucht, um sich zu verherrlichen. Und wir haben ihm gesagt, ja, brauchst du unsere Geschichte. Wie genau denn das aussieht, haben wir uns nicht so vorstellen, aber wir haben einfach gefunden, wenn wir das alles schon erleben, dann möchten wir das nachher für Gott brauchen. Und eben du hast auch immer wieder gesagt, jetzt ist so viele Jahre Dunkelheit über dem Thema gewesen. Du willst nicht mehr, dass es wieder ins dunkle Kämmerchen kommt, sondern eben, es ist Licht drin, durch das du überhaupt alles erzählt hast. Aber du hast gefunden, du willst das eben mit dem, was Gott uns herstellt, wie auch weiterhin Licht bringen, weil wir eben glauben, dass es viele Leute gibt, Männer wie Frauen, die in diesem Thema festsitzen und nicht haben. Und, Entschuldigung noch schnell. Und ich finde, für mich ist es ein Wunder, zu sehen, wie Gott mich frei gemacht hat. Und das finde ich, um das soll es auch gehen. Gott kann heilen, Gott kann wiederherstellen. Und das, ja. Und dort wollen wir jetzt noch ein bisschen reingehen, aber du hast noch einen Gedanken. Ja, nein, darum ist mir auch so, du hast jetzt von Mut geredet, dass wir Mut haben, um das so zu erzählen. Für mich ist es wie
ja, ich weiss nicht, wie viel das mit Mut zu tun hat. Das ist mehr zu meinem Wort stehen. Ich habe gesagt, hey, brauchst du das? Und dann ist, ja, jetzt klopft er an auf eine Art und dann ist es so, okay, ja gut. Dann, also es klingt jetzt so easy, ich habe schon ein bisschen gerungen, aber es war gleich so, ja, gut, dann brauchst du es. Ist okay. Ja. Und jetzt gehen wir dort noch einmal nachfassen. Eben, du hast das dann nach dies nach aufschaffen oder die Heilung erlebt, so wie es Eva jetzt gesagt hat, dass, was Wunder ist, das mitzuerleben, weil das sind 10 Jahre oder mehr gewesen, gell, wo du in diesem Sinne dich bewegt hast. Ja, sicher 10 Jahre. Also wirklich Gewohnheit? Ja, ich kann es nicht genau sagen. Das ist, genau, aber das ist nicht genau sagen, voll zu dir gehört. Ja. Also ist das nicht gegangen? Es war immer ein Auf und Ab. Es hat mal mehr gegeben, mal weniger. Nachher habe ich mal wieder das Gefühl gehabt. So der Klassiker. Ich glaube, das ist so ein bisschen klassisch. So, dann hat man das Gefühl, es ist wieder weg. Man hat es jetzt geschafft, und dann wieder nicht. Und dann ist es einfach immer, ja, irgendwie habe ich es dann gleich nicht geschafft. Und das ist dann einfach... ist dann immer regelmäßiger geworden mit der Zeit. Und dann sind die Chats und einfach so seicht dazugekommen. Genau. Und nachher, ja, wie es nachher war, meinst du? Ja, wie ist es dann weitergegangen? Ja, eigentlich ist es so, die Komplettsanierung, oder wie du es vorhin... Ja, dort, als ich es dir eben erzählt habe, dort habe ich nie mehr etwas geschaut. Ja. Das war so, fertig. Und die haben... Ja, ich habe Gott um das gebeten, aber es ist nachher... Ja, ich habe krass gefunden, wie er mich bei dem beim Wort genommen hat. Ich habe ihn darum gebeten, dass er mir hilft, dass ich nicht mehr zurückgehe. Und dass er mir doch die Gefühle, die ich in dem Moment hatte, wo ich es dir eben gesagt habe, dass er die soll brauchen und mir wieder zeigen, quasi, wenn ich wieder in Versuchung bin. Und dort, das sind ja, Scheißgefühle. Das sind existenzielle Ängste, die du in dem Moment hast, ja, oder? Ja. Ja. Und das ist wirklich eigentlich fast immer, wenn ich wieder in Versuchung war, wieder auf diese Gedanken gekommen bin und versucht bin, zum irgendwie schon nur ein Bild zu schauen. Jetzt hat mein Herz angefangen zusammenzuziehen und es hat weh, also es hat wirklich weh getan schon. Es hat sich einfach alles zusammengezogen. Und dann habe ich gedacht, wow, nein, ich will nicht, es geht nicht. Ja. Und wie war es dann für euch zusammen, auch wie wieder Vertrauen aufzubauen, sozusagen? Für dich vor allem natürlich. Ja, für mich ist sicher ein entscheidender Faktor ist erstens wie, auch die Treue von Michi gewesen. Also dass er wie mir hat es geholfen, dass ich wie gesehen habe, er bereut, was er gemacht hat. Er ist auf einem Weg, er schafft an sich. Das war für mich auch eine Bedingung, die ich ihm ziemlich schnell gestellt habe. Wie, schau, ich will meinen Teil tun und kämpfen, aber du musst dir Hilfe holen. Wir gehen nicht mehr, wir machen das nicht ohne Hilfe. Eben andere Mal, als wir über das Thema geredet haben wir immer das Gefühl gehabt, ja, man kriegt es irgendwie selber her. Und das hat mega viel bewirkt. Wir haben gesehen, eben, wie er sich verändert. Also es war für mich wirklich, ich kriege einen neuen Mann. Also für mich, der Michi war schon immer der Michi, aber so der gesunde Michi kennen, also das zu erleben, wie er sich verändert hat, war ganz krass. Und das hat sicher viel zum Prozess beigesteuert, dass ich wieder Vertrauen aufbauen konnte. Aber was ich mega gemerkt habe, ist, gerade am Anfang mega müssen einfach auch loslassen. Und in erster Linie auf Gott vertrauen und darauf vertrauen, dass Gott bei ihm schaut und sorgt und macht und sich um seine Probleme kümmert, dass ich nicht seine Problemlöserin bin. Und schlussendlich war es einfach auch ein Prozess vom Weiterwachsen, Zusammenwachsen. Wir sind auch zusammen in Seelsorge, du in der Einzelseelsorge, aber auch noch als Ehepaar. Ja, und das hat uns wieder zusammengeschweißt. Genau. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, ich habe auch am Anfang gedacht, wie kann ich jemals wieder so ganz vertrauen, das geht doch nicht mehr. Aber irgendwann ist wieder der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, es hat gedauert, es ist überhaupt nicht einfach so zack, zack wieder gekommen, aber es ist wieder gekommen. Aber es war wirklich sehr ein Prozess. Ich finde es einfach, für mich ist so das Bild von dem Prozess ist für mich, du hast eben Mühe gehabt, wie mich alleine daheim zu lassen. Ja, ich habe mich halt wie verantwortlich gefühlt und das Gefühl, oh nein, ich kann jetzt mich alleine daheim lassen, dann ist er wieder vielleicht in der Gefahr, dass ich so ein bisschen für ihn schauen will.
Und haben eben auch in der Seelsorge haben sie mir immer wieder gesagt, ich darf nicht seine Kontrollstelle sein, ich kann ihn nicht kontrollieren. Das bringt ja auch keine Freiheit. Das haben wir selber gemerkt. So. Ja. Und dann, genau. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ziemlich eines der ersten Mal, wo dann auch quasi Eva irgendetwas war am Abend oder ich weiß auch nicht wann. Und ich bin dann halt alleine daheim geblieben. Und ich hatte dort einfach so das Ding gehabt, also, oh, jetzt hätte ich so richtig Bock auf einen Äpfelwehr. Und von der Gott, gehe Äpfel kaufen, ich mache jetzt Äpfelwehr. Und dann ist Eva heimgekommen und es hat Äpfelwehr gegeben. Und jetzt hätte ich glaube so berührt. Ich war einfach mega baff. Ja. Du hast angefangen zu brüllen. Ja, für mich war es wirklich so ein Zeichen von, wow, irgendwie ist etwas anderes. Es ist einfach anders als vorher. Ja, genau. Äpfelwehr, das ist ein Zeichen von Hoffnung jetzt. Aber warum auch nicht? Ja, weil es so etwas Kreatives oder so. Genau, er hat seine Zeit genutzt für etwas Gutes. Ja. Und für mich war das so ein Zeichen, wie anders er ist. Wie sehr er sich am Verändern ist. Ja, irgendwie so. Genau. Vielleicht bin auch ich, der Tränen in den Augen gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Sicher, alles möglich. Ja, wow. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und was Sie jetzt, wenn ihr habt gesagt, ihr habt auch ein starkes Anliegen für gesunde Beziehungen und darum mitunter auch wegen dem erzählt es weiter. Du hast schon gesagt, so am Männer-Weekend auch schon mal, das hast du weitergegeben und so. Was sind denn so jetzt Sachen, die ihr daraus gelernt habt, oder würdet sagen, oh, das ist eigentlich, das würden wir weitergeben. Vielleicht so auch bereits vorher, dass man auf Kommunikation achtet oder so. Weißt, es muss ja nicht zuerst sich so anstauen, sozusagen, oder? Was würdet ihr empfehlen? Ja, also das Erste, was du jetzt sagst, ist Kommunikation. Eben. Ja. Reden, glaube ich, und eben auch über Gefühle reden. Das ist etwas. Und ehrlich zu sich selber sein. Das sind so Schlagwörter. Und, ja, für mich ist es so ein bisschen, ich finde, ich habe wirklich falsche Vorstellungen gehabt. Also einerseits war es so ein bisschen, da ich gewusst habe, eben schon, wo wir noch befreundet waren, dass der mich manchmal mit Pornografie müde ist, war für mich so, aha, ja, man hört es auch sonst viel im christlichen Kreis, das hat doch jeder, vor allem Mann, aber es sind ja auch Frauen betroffen, aber in ihrer Vorstellung ist doch eher fast normal. Und durch das, dass ich gefunden habe, ja, ab und zu ist halt gehört halt fast zur Normalität, habe ich dem wie eine Daseinsberechtigung gegeben. Wo ich jetzt rückblickend sage, ich habe völlig unterschätzt, ich habe es einfach nicht besser gewusst. Aber Pornografie ist, egal wie viel es konsumiert wird, es ist einfach nicht gesund, glaube ich, und auch nicht gesund für eine Beziehung. Ja. Und eben, es muss nicht so tief und so weit gehen wie bei uns, für dass man das Thema anschauen darf. Und einerseits vielleicht als Person, die nicht betroffen ist, Druck machen bringt auch nichts. Mach doch jetzt und so, das hilft der Person nicht. Aber es vielleicht mehr zum Anliegen machen, mehr für den Partner oder Partnerin betten in dem oder oben durchschicken. Ja, das oben durchschicken und vielleicht einfach immer wieder nachfragen, wo stehst du, was würde dir helfen, und auf der anderen Seite die Person, die Probleme hat damit, vielleicht eben sich auch einzugestehen. Es braucht vielleicht auch Mut oder halt auch ein Resignieren, wie jetzt merke ich habe ein Problem damit, aber eben nicht erst, wenn es ich finde es noch wichtig zu sagen, es muss nicht heißen, dass jeder so in ein Loch hineingeht wie ich. Ja, ich glaube, das ist auch ein Stück weit ist auch Veranlagung von jedem Menschen, der unterschiedlich ist. Zum Beispiel Rauchen ist auch eine Sucht. Nur weil man einmal eine Zigarette raucht, heisst nicht, dass man süchtig ist. Das finde ich auch noch wichtig. Also nicht, jetzt einmal beim Porno geschaut, ich bin süchtig. Das finde ich auch noch schwierig. Gerade im Bereich Sucht
ab wann wie ist es eine Sucht. Wir reden jetzt von Pornosucht. Wahrscheinlich hat schon jeder Mensch seine Felder, wo er wie anfällig ist, sozusagen, oder? Ja. Ich finde das einfach noch wichtig, aber wir reden nicht von Pornosucht. Ich weiß nicht, wie man es anders soll benennen, aber es ist ja jetzt nicht diagnostiziert. Ja. So. Ja. Aber ich sage jetzt und nicht, nicht jeder, der Pornos konsumiert, ist süchtig. Ist süchtig, genau. Aber ich glaube sicher, wie du gesagt hast, die offene Kommunikation darüber und wie mit dem Thema die Scham nehmen. Weil ich glaube, das ist der Killer. Die Scham, wo man hebt es zurück. Aber bei dir ist es so weit gegangen, dass du dein Gewissen richtig abgedrückt hast und fast keinen Zugang mehr zu dem gehabt hast. Und irgendwie, viel konkretere Tipps können wir jetzt irgendwie nicht geben, ich weiß nicht. Oder sich Hilfe holen, oder was? Das soll jetzt nicht irgendeine Schleichwerbung sein, aber wir haben der Lisa Eheseelsorge, es gibt auch viele Kurse, oder eher so Wochenende und Abendprogramm und so Sachen. Und das finde ich einfach geniale Ansätze, die dort sind. Aber freisetzend, wo so als Paar, das sind so gute Bilder, so gute Ansätze und so freisetzend. Also für mich ist das definitiv ein Tipp, dass man, wenn man etwas anschauen will oder sich Tipps zur Beziehungssucht, dass man dort auch etwas anschauen kann oder kann etwas besuchen, weil das finde ich, das ist eine geniale Sache. Ja. Und was mir einfach noch so wichtig wird, ist wie auch so, sich Hilfe holen ist nicht ein Zeichen für Schwäche, sondern es ist ein Zeichen für Stärke. Und das finde ich, es gibt unterdessen so viele Möglichkeiten, wo man eben auch über das Internet oder so sich Hilfe holen kann. Ohne dass man jetzt zu einem Seelsorger muss oder dort irgendwo muss antraben muss. Auch wenn ich einfach finde, hey, das nutzen. Gleichzeitig kann es auch helfen, weil durch das Internet man kann sich sehr fest selber belügen. Und nachher es gibt auch viele so Hilfsprogramme und Werbeblocker oder Blocker und wie auch immer. Die Filter, aber das kann man alles umgehen. Das ist ein Problem. Das ist auch wenn es Passwort das woanders ist, dann kommst du irgendwie über ein... Das war jetzt nicht bei mir, aber ich habe auch schon davon gehört, dass nachher irgendwie über den Wecker den gleichen Internetzugang hast gehabt und irgendwie so Zeugs. Also das ist, da kann man sich sehr fest selber belügen. Gut, also genau, das... Ich finde es sehr gut, dass man darf auch durchaus ein konkretes Angebot nennen. Es gibt einige, die ich könnte auch 2, 3 aufzählen, die mir Ehe schon wahnsinnig wichtige Impulse haben gegeben, in einem gewissen Zeitpunkt. Genau. Und was ich noch gerne nachher fragen, du hast vorher mal so gesagt, Eva, du hast dich dann entschieden oder immer gesagt, jetzt bin ich deine Freundin. Aber Therapeutin bist du ja in dem Sinne nie gewesen, oder? Also das ist ja noch so, oder auch eine wichtige Klärung, wo man auch sagt, ich bin nicht verantwortlich für, dass jetzt du dort aus dem Schlamm rauskommst, oder so, dich da rauszuziehen. Ja, das war einmal eine rechte Gratwanderung. Weil wir haben in dieser ersten Zeit, wo es so intensiv war, mega viel geredet. Über vieles. Und es sind immer noch Sachen für dich gekommen. Einfach so, das war eine mega Verarbeitung. Und einerseits ist es mega wichtig, dass wir zusammen darüber reden und gleichzeitig haben wir dann irgendwann auch herausfinden, wo ist jetzt die Grenze. Muss mir der Michi alles in jedes Detail erzählen, auch wenn er vielleicht wieder in Versuchung gekommen ist? Oder soll er das mit jemand anderem bereden? Weil ich bin eben nicht seine Therapeutin. Und für das war uns die Seelsorge mega hilfreich, weil sie uns dort ein bisschen wie einen Weg aufgezeigt haben. Und wie gesagt, dann eben, darüber reden ist das A und das O, das ist mega wichtig, aber es hat wie so seine Grenzen. Und ich musste mich aber auch wirklich entscheiden dafür, dass ich diese Rolle nicht einnehme von Therapeutin. Aber das ist schon immer wieder auch eine Entscheidung, das Loslassen. Ich bin nicht verantwortlich für seinen Heilungsprozess, für seinen Weg. Und bin dann irgendwann auch von dem als beste Freundin wieder zurück an meinen Platz als seine Ehefrau, wo unsere Beziehung wirklich wieder stabilen Boden hatte. Genau. Ja, also ich kann es nur wiederholen, ich finde es unglaublich stark, auch wie ihr jetzt noch einmal den Einblick gegeben und einfach da nicht das Blatt vor den Mund hat, was das Thema angeht. Ich glaube, es ist dringend nötig. Wir haben ja erst jetzt als LiveNet vielleicht die Schleichwerbung platziert. Jetzt auch, wir haben eine neue Webseite aufschalten, escape.jetzt heisst die,
wo es auch um das Thema geht. Da kann man Beratung direkt holen, kann in Bern oder anderen Orten wirklich in so eine professionelle Beratung gehen, wenn man mit dem zu kämpfen hat, mit dem Thema Pornografiekonsum oder sogar Pornografiesucht. Dann haben wir dort hier Anlaufstellen, geht gerne auf escape.jetzt. Das habe ich jetzt gleich auch noch kurz am Rand auch noch platzieren, weil ja, es ist wichtig, dass man sich die Hilfe holt, und das hat sich hier ganz klar auch gezeigt aus der Geschichte, jetzt, wie diese erzählt hat. Also danke viel mal, wie gesagt, noch einmal für den Mut, dass wir sozusagen das dürfen weitertragen, und hat es diese Reaktionen jetzt mega gegeben, oder nicht so, weil nur mich noch wundert, weißt? Oder man redet doch manchmal davon, weißt, wenn man so sich gleich exponiert, oh, da hast du dann irgendwie angegriffen und so. Oder also meinst du jetzt auf die Hauptzeitung? Auch auf das, ja, das exponiert sie eine Art durch den Auftritt. Ja, LiveNet hat uns angefragt, wegen einem Tag. Das ist alles. Das ist aber gut. Wir haben jetzt mehrheitlich sind sonst eben sehr ermutigende Rückmeldungen gekommen. Jetzt eben halt mehr von Leuten vom Umfeld, die den Bericht gelesen haben. Ja. Nein, und ich glaube schon, es ist auch umkämpft. Also da jetzt nicht so, dass wir das vielleicht offensichtlich merken oder eben von Rückmeldungen von Leuten oder so, sondern dass wir einfach... Ja, ist auch gut, kriegen wir nicht alles mit, was die Leute vielleicht denken, und wer weiß. Aber das... Genau. Ist sicher so, immer wieder sehr... sind unterschiedliche Gefühle dabei. Aber es ist immer wieder schön, auch die Ermutigung zu hören von Leuten. Genau. Ja, so genial. Wow, und eben ist jetzt... Du hast gesagt, vorher auch starke Aussage, dann, wo du nachher hast den Moment gehabt und dann hast du nie mehr geschaut und so. Und das finde ich schon mega stark. Also, ja, wir reden doch viel, weißt, bei diesen Themen auch darüber, jemand, der mal dort, weißt, also bei den Alkoholikern könnte man das mehr, ist immer wieder vielleicht auf das Thema sensibilisierter oder bestrochen oder nicht. Ja. Es kommt dann halt darauf an, wie du es definierst, was ist ein Rückfall. Ist jetzt ein Rückfall, wenn ihr eine Frau anschaut oder nicht? Das ist eine mega Frage, die du Grenzen ziehst. Für mich ist es einfach, ich habe auch nie mehr ein Video effektiv geschaut. Es hat schon einen Moment gegeben, wo ich noch wieder versucht war, aber effektiv gemacht habe ich es nicht. Ja. Und ich glaube, manchmal ist aber auch Kunst in dem drin, oder Kunst, die Herausforderung, je weiter zurück dass es liegt. Also das haben wir auch schon gemerkt. Umso mehr geht es wie in Vergessenheit, das Thema. Aber dass wie ein gewisses Risiko immer besteht, wenn du vielleicht anfällig bist auf das. Aber Alkoholiker ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ja. So. Ja. Also man muss wach bleiben. Ja, genau. Weil du wahrscheinlich immer ein bisschen Schlagseite haben bei diesem Thema. Aber ist auch okay, das ist auch gut. Ja. Also. So eine gewisse gesunde Wachsamkeit behalten in dem, glaube ich. Das ist schon das, was wir jetzt in unserer aktuellen Lebensphase, eben wie es auch schon einige Jahre zurück ist, glaube dann wieder das auch das Thema wird. Dass man muss es nicht immer unnötig aufbauschen, überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht einfach, das ist jetzt vorbei, abgehäkelt, vorbei. Nein, ist Teil des Lebens. Ja, genau. Es gehört irgendwie immer noch ein bisschen zu unserer Geschichte, ein Stück weit. Ja, immer ein bisschen. Oder ein bisschen, ja. Ja. Genau. Ja, und danke vielmals, dass ihr die jetzt eben hier nochmal erzählt habt in diesem Rahmen, und möchte, dass es so einfach weiter haben und dass ihr da eine starke Beziehung könnt haben und eine starke Familie auch könnt zusammen weiter aufbauen und diesen beiden Kindern Gottes Segen euch weiterhin, und es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Also es ist besonders auf diese Art, darum konnte ich fast nicht mehr hören. Noch einmal ein bisschen auf ein Spezialthema, weil ich finde es wirklich alles andere als selbstverständlich, auf diese Art darüber zu reden. Also nochmal merci vielmals. Danke auch. Danke auch euch, die euch darauf eingeladen habt. Und ich glaube, sei es jetzt bei jemandem vielleicht nicht der Triggerpunkt oder so die Schwachstelle gerade spezifisch, aber ich denke, man kann gleich auch sehr viel daraus nehmen. Aber bei denen, wo es gerade spezifisch das ist, wo eben die Bilder, die pornografischen, irgendwo die Faszination oder eben sogar Sucht auslösen, dann können wir nochmal verweisen, escape.jetzt oder auch die LiveNet-Beratung für alle anderen möglichen Suchtproblematiken oder sonst einfach, wo ihr in der Not drin seid. Meldet euch gerne,
wo wir weiterhelfen können. Das ist ein Beraterteam von 25 Leuten in der LiveNet-Beratung, die anonym allenfalls auch schon mal eine erste Beratung mit euch machen würden. Danke vielmals, bis gleich wieder. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.